so viele coole Läden hier und so günstig und ich kann etwas kaufen. Guten Morgen aus Kuala Lumpur. Wir sind gestern Abend spät in der Nacht noch hier angekommen. Wir sind darum ein bisschen müde und haben gedacht, als erstes gehen wir heute Morgen schnell in den Pool, ein paar Längen schwimmen, damit wir ein bisschen aufwachen und ready sind für den Tag. Okay, als erstes brauchen wir mal etwas zu morgen und dann müssen wir noch ein paar Sachen besorgen heute. Das Erste, was wir sehen, wenn wir rauskommen, sind immer gerade die 2 Twin Towers. Man könnte meinen, Kuala Lumpur besteht eigentlich nur aus Einkaufszentren. Jetzt sind wir hier irgendwann auf einem Food Court gelandet und nehmen jetzt halt uns morgen. Sieht zwar auch nicht so aus wie jeden Tag, aber ja, jetzt haben wir halt schon jetzt irgendwelches Mami und so Vegetable, was auch immer. Aber ich muss sagen, es ist auch schon ein bisschen später, es ist ja, schon halb 11, glaube ich. Halb 11, ja. Aber ja, tut gleich gut und den Kaffee bekommen wir dann auch noch irgendwann. Krass. Es ist riesig, ey. So reingekommen, das ist der Pavillon, wie es dort einen Pavillon gibt. Weil wir einen Harvey Norman suchen. Und ja, dort gibt es etwas ganz Bestimmtes, was wir schon überall gesucht haben, als wir das letzte Mal in Kuala Lumpur waren. Und jetzt haben wir im Internet nachgeschaut und scheint es hier geben. Jetzt gehen wir mal schauen, was das ist. Haben wir sie einfach so cool? So, jetzt dürfen wir 3-mal raten, was wir gekauft haben. Kleiner Tipp, wir haben sie im Moment gerade in der Hand. Genau, eine neue Kamera, das heisst, wir filmen im Moment nicht mehr mit der hier, sondern, zeig das gerne mal kurz da, mit der neuen Canon G7X. Ja genau, wir haben uns die geleistet. Und ja, der Grund ist, dass wir nochmal eine neue Kamera haben, ist eigentlich ziemlich einfach. Und zwar haben wir nach etwas gesucht, was uns ermöglicht, dass wir das Ganze noch viel leichter machen können. Also dass es nicht immer so ein Hassel ist, das ganze Setup hier zusammenbauen, mit Einstellungen unbedingt und so und jedes Mal viel Zeit vergehen, bis wir endlich mal ready sind und dann auch mal nochmal mehr Zeit vergehen, bis wir wissen, was sagen oder so. Oder? Ja. Und mit der wollen wir jetzt eigentlich das ein bisschen erreichen, dass wir viel mehr noch so im Vlog-Style Sachen machen. Und ja, ich denke, er wird dann schnell merken, je mehr dass wir es machen oder so, dass es mit der viel besser geht als mit der. Ja. Aber das heisst natürlich nicht, dass die da jetzt irgendwie auf die Kamerabilder kommt, das ist natürlich geil. Also weiterhin auch noch mit der filmen, aber wahrscheinlich viel mehr so ein bisschen Visual Shots, also alles was halt nach etwas Gutem aussehen oder und die, also die Canon, die brauchen wir einfach so ein bisschen zum Wir sind gerade irgendwie im Japan oder Tokio Viertel von der ganzen Mall hier gelandet. Und wie ihr seht, ist gerade Kirschblütenzeit. Es sind überall so schöne Kirschblütenbäume. Natürlich nicht echt, aber es sieht gleich noch schön aus. Und ja, ist voll cool. Also mit dieser Kamera, es fällt einem halt schon viel einfacher, ein bisschen so drauf loszureden. Ich weiss nicht, wie es von der Qualität her ist, das muss ich dann nachher schauen beim Schneiden oder so, wie das aussieht. Aber ihr könnt ja mal in den Kommentaren unterschreiben, wie ihr sie findet oder so. Jetzt rein von dem, was ihr bisher jetzt gesehen habt. Kuala Lumpur waren, korrigierte Sonnenbrille machen und die können wir jetzt abholen, die ist fertig. Ja, ich hoffe, sie
auch nicht schlecht, oder? Ich glaube... Ich hätte die sollen nehmen. Ja, ich hätte die sollen nehmen. Das wäre jetzt meine neue Sonnenbrille. Ich bin mega glücklich. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, also die nicht Brillenträger sind. Dass für das Gefühl ist, wenn du eine korrigierte Sonnenbrille hast, die dir wirklich passt und die dir gefällt. Ja, ich wollte es eigentlich schon in der Schweiz machen, bevor wir bevor wir auf der Reise sind. Ist dann aber einfach finanziell nicht drin gelegen. Ich habe es jetzt hier in Kuala Lumpur machen und bin mit der Qualität wirklich mega zufrieden. Es ist wirklich top. Und kostet nur ein Drittel. Das hat sich mega gelohnt. Ja. Bin ich da scharf? Ja. Vor allem wenn du eben so eine starke Korrektur hast wie ich, ist es halt gerade nochmal teurer und darum ist es voll cool, dass ich es jetzt hier machen konnte. Ich habe wirklich mega Freude. So, wir sind bei der dritten und letzten Mal für heute angelangt. Wir sind hier in der Low Yacht Plaza. Wofür das Yacht steht, weiss ich nicht. Aber es ist die grösste IT-Lifestyle-Mall in ganz Malaysia. Steht immer draussen. Und ja, da gibt es eigentlich alles. Es ist recht krass, wenn wir mal da rauf schauen. Wirklich mega viele Stücke. Und alles recht günstig. Da sind wir das letzte Mal gewesen. Schöne Musik. Da sind wir das letzte Mal der Meli ihr MacBook flicken. Was auch recht geil war, weil ja, keine Ahnung, wie viel das gekostet hätte, wenn wir das in der Schweiz hätten machen. Da ist es irgendwie für 90 Franken oder so, haben wir es reparieren, was echt ein Schnäppchen ist. Und ja, wir brauchen jetzt noch 2, 3 Sachen für unsere neue Canon. Das eine wäre ein kleines Handstativ, damit wir das ein bisschen besser haben als jetzt gerade im Moment. Das filmen wir halt aus der Hand. Und das zweite klingt zwar ein bisschen billig, aber ja, wir brauchen einen Plastiksack für die Kamera. Oder wir suchen einen, entweder für die Canon oder für die GH4, damit wir unter Wasser damit filmen können. Was denn das genau für ein Plastiksack ist, sehen wir, wenn wir einen finden. 2 hours later. Ja, okay, bis jetzt sind wir noch nicht so erfolgreich gewesen. Das heisst, wir haben keinen von diesen Plastikbags gefunden, die wir gesucht haben. Jetzt auch irgendwie 10 verschiedene Kameraläden, aber der eine, der es hatte, hat es gerade nicht mehr auf Lager gehabt und die anderen haben sie aus dem Sortiment genommen, weil sie scheint viele Reklamationen hatten. Von dem her ist es vielleicht sogar besser, dass wir keinen haben. Wobei, ja, wir schauen noch weiter. Vielleicht finden wir dann etwas anderes noch etwas, wo wir die Kamera auch unter Wasser brauchen. Das Problem ist eben, wir haben unsere GoPro beim Wandern, beim Tracken in Nepal verloren. Das heisst, sie ist uns wahrscheinlich gestohlen worden, in einem Local Bus. Und jetzt haben wir keine Kamera mehr, um ja, halt unter Wasser zu nehmen. Und darum wäre es eigentlich eine geile Option gewesen, wenn wir jetzt einfach hätten können Canon oder sogar meine Panasonic, die gross, irgendwie ein Case tun oder so. Und dann mit der noch ein bisschen irgendwie Unterwassershots machen. Das ist eben so, das wissen wir gar noch nicht. Wir sind jetzt nur noch bis am Montag hier in Kuala Lumpur, nachher geht es weiter. Dann gehen wir auf Koh Tao, das ist eine Insel in Thailand. Da war es ein ganz bestimmter Grund. Wir machen das Paddy, endlich. Das ist einfach etwas, was wir uns auch auf dieser Welt erfüllen. Und darum gehen wir jetzt auf Koh Tao. Das ist ein richtig geiler Ort zum Tauchen. Und ja, das Perfekte wäre natürlich, wenn wir jetzt noch etwas hätten, um das dann auch ein bisschen unter Wasser zu zeigen, wie das so aussieht. Aber ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Wir haben uns jetzt mal etwas zu essen geholt. Da haben wir so einen kleinen Local Shop in dieser Plaza. Es sind irgendwie so weiße Nudeln und sie können Sticks auswählen und dann haben sie Nudeln gekocht. Ja, also ich würde sagen, zum Guten. So, das war es jetzt mit Chocolate für heute. Nachher mit unserem Host von Airbnb, dem Scott. Das ist ein Neuseeländer. Hier haben wir eine Bar mit Live-Musik. Also, mit Live-Musik, ja, genau. Oder irgendeine Rockband oder so. Ah, stimmt. Ja, mal schauen, aber wird sicher cool. Also.
Ich habe leider nicht merken, wie die Straße hier heisst. Aber sie sieht ziemlich cool aus. Yeah, well, my job, yeah. It was a cool job. Your eyes can see. Something warm, shelter, but life's another way. We can still rainbow. Das war es von unserem ersten Daily Vlog. Es war ein guter Abend. Ich denke, es hat sich gelohnt, dass wir noch rausgegangen sind. Und die Band hat wirklich mega gut gespielt. Also, es ist nicht, wenn wir so Namen wie Black Sabbath, Guns N' Roses oder Iron Maiden etwas sagen. Ja, es hat so getönt, wie es tönen sollte. Dann sehen wir uns, so wie wir das geplant haben, morgen schon wieder. Weil wir haben eigentlich vor, dass wir das jetzt durchziehen, dass wir das jetzt für die nächsten, wir haben gesagt 30 Tage so weiterziehen. Dass wir jeden Tag einen Vlog machen. Und ja, also ich muss sagen, der erste Tag hat das schon mal sehr viel Spass gemacht, vor allem mit der neuen Kamera. Schreibt euch zu dem auch noch einen Kommentar, ob euch das gefallen hat. Und dann ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut und bis bald.